Was genau ist denn da schiefgelaufen? Ciao zusammen von Gunten hier. Herzlich willkommen aus dem momentan wunderbar angenehmen Kalifornien. Nee, das ist schon noch krass. Das Feuer hat eine Fläche zerstört, die etwa vergleichbar ist mit 25'000 Fußballfeldern. Das kann man sich so ja gar nicht vorstellen. Ich denke, das heutige Video unterteilen wir in 4 Hauptkapitel. Erstens, wie sieht die Situation im Moment aus? Zweitens, wie beurteilen Behörden ihr Verhalten? Und drittens, was sagen Kritiker dazu? Und viertens, wer sind eigentlich die Hauptdarsteller rund um das Drama? Und zuletzt gehen wir noch in die Schweiz und fragen einen Schweizer Feuerwehrmann um seine Einschätzung. Darum bleiben dran bis zum Schluss. Wie ist jetzt die Situation im Moment? Von diesen ursprünglich 7 Feuern sind noch 2 aktiv. Wobei man dort keine aktive Rauchentwicklung mehr sieht. Aber mit Flugzeugen gehen sie sogenannte Infrarot-Heat-Signatures holen und schicken auch durch den Tag Feuerwehrteams raus, um zu überprüfen, ist da effektiv noch Glut irgendwo rum oder wieso haben wir noch so ein Wärmesignal. Neu dazu sind jetzt aber 4 neue Feuer gekommen, und zwar 3 im Norden von Los Angeles, 1 im Osten. Los Angeles kommt einfach nicht zur Ruhe. Jetzt sind in den nächsten Tagen auch noch Regen gemeldet, und das ist zwar einerseits natürlich gut, was die Feuer anbelangt, auf der anderen Seite haben sie jetzt aber auch Angst, dass es zu Erdrutschen kommen in diesen Gebieten, die jetzt hier runtergebrannt sind. Man ist jetzt da zusätzlich nervös. Was ist jetzt die offizielle Stellungnahme seitens der Behörden? Sie sagen, dass der Klimawandel halt ein grosser Faktor sei und dass es zudem zu diesem Zeitpunkt einfach extrem gekutet hat. Und unter diesen Umständen hat man gemacht, was man konnte und dementsprechend gut reagiert. Ein Sturm, den wir noch nie so erlebt haben. Wind in einer Stärke, wie wir es seit Jahren nicht gesehen haben. Spannend ist jetzt aber, was Kritiker sagen, was alles ist schiefgelaufen. Auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Klimawandel ein Faktor ist, ist es ja nicht etwas, das man in Los Angeles nicht kennt. Buschbrände hat es immer schon gegeben. Und es ist dementsprechend umso schlimmer und unverständlicher, dass man da nicht besser vorbereitet war. Es ist ja etwa 4 Wochen her, wo dann in Malibu die letzte Brandkatastrophe ist passiert, nämlich mit dem sogenannten Franklin-Feuer, wo während 9 Tagen 29 Gebäude beschädigt und ganze 20 Gebäude zerstört hat. Ja, die wichtigsten Kritikpunkte mal zeitlich angeordnet. Und was ist jetzt im Vorfeld alles schiefgelaufen? Es hat zum Beispiel keine departementsübergreifende Notfallübungen gegeben, also Koordination zwischen Forstdienst, Feuerwehr, Polizei, Elektrizitätsversorger, Nationalgarde etc. So wie das unter Arnold Schwarzenegger jeweils ist gemacht wurde. Dann sind einfach Prioritäten anders gesetzt worden. So hat zum Beispiel die Homeless-Industrie gegen 25 Milliarden Dollar Unterstützung bekommen. Und die DEI-Bestrebungen seitens der Behörden sind ganz klar ins Zentrum gerückt. Hier ein Ausschnitt aus einem Radiointerview mit der Janice Quiñones. Sie ist zuständig für Wasser und Energie in Los Angeles. Wir sagen dem das Streben nach Gleichstellung. Und ich weiss, dass es für das Departement Wasser und Energie wichtig ist, alles durch diese Brille zu betrachten. Ja, das war ja das Wichtigste, was mich an diesem Job gereizt hat. Und darum freue ich mich sehr, Teil dieser Bewegung zu sein. Ihr begegnen wir übrigens später nochmal. Ein weiterer Fehler im Vorfeld war, dass, weil eben das Feuer keine Priorität mehr hatte, ist zu Kürzungen gekommen bei den Feuerwehrdiensten. So hat zum Beispiel die Stadt Los Angeles gegen 17 Millionen Dollar gekürzt oder der Staat Kalifornien hat gegen 100 Millionen Dollar gekürzt. Als Konsequenz sind zum Beispiel Reparaturarbeiten an Feuerwehrfahrzeugen nicht gemacht worden. Und währenddem, dass das Feuer tobt hat, sind gegen 100 Feuerwehrfahrzeuge unbrauchbar in der Werkstatt gestanden. Oder es hat natürlich auch zu Personalabbau geführt. They had 100 fire trucks in Los Angeles. In the mechanic shop. 100. Did you know that, Kurt? Yeah. No, I did not know that. Yeah, 100. Dann ein fataler Fehler war, dass gerade neben der Stadt, die hier abgebrannt ist, der Pacific Palisades, hat ein grosses Wasserreservoir gehabt, das Santa Ynez Wasserreservoir. Jetzt zum Zeitpunkt von dem Feuer war das leer. Wieso?
Das Reservoir hat eine Plastikfolie, die das überdeckt, damit die Wasserqualität gewährleistet werden kann. Sie sagen, wegen Vogeldreck und anderer Verunreinigung. Und das hat einen Riss gehabt. Jetzt, für dass man diesen Riss flicken kann, musste man das leer laufen. Und was dann passiert ist, man hat einfach vergessen, das wieder zu füllen. Das Reservoir ist jetzt fast ein Jahr leer gestanden und Kritiker sagen, da hätte man auf keinen Fall das Wasser ablassen dürfen, sondern man hätte es voll nehmen, man kann das ab dem Trinkwassernetz abkoppeln und dann erst leer laufen, wenn die effektiven Reparaturarbeiten anfangen. Wenn man das Wasser zur Verfügung hatte während dem Feuer, dann wäre es garantiert nicht zu dieser Wasserknappheit für die Feuerwehr gekommen. Als letzten Fehler auf meiner Liste habe ich aufgeführt, dass Warnungen bereits Tage im Vorfeld vom Nationalen Wetterdienst ganz klar ignoriert wurden. Am Freitagnachmittag 20:03 hat der Nationale Wetterdienst NWS die erste Warnung herausgegeben für die kommende Woche zwischen Dienstag und Donnerstag, und zwar eine sogenannte Feuerwetterwarnung. Am Sonntagnachmittag nach der 5 haben sie die Stufen aufgesetzt auf Alarmstufe Rot. Am Montagmorgen kurz vor der 11 hat das California Governor's Office of Emergency Services gesagt, sie machen jetzt Gerätschaften parat für eine mögliche Feuerbekämpfung. Ebenfalls am Montag, am Nachmittag um 2 hat der Wetterdienst zusätzlich zur Feuerwarnung noch eine Windwarnung herausgegeben und gesagt, es könnte Windspitzen zwischen 70 und 120 km geben. Immer noch am Montag, am Abend um 10:07 hat der Wetterdienst die aktuelle Gefahrenstufe von Red Flag sogar noch gewechselt zu einer Extreme Fire Condition. Das ist die höchste Gefahrenstufe, die die haben. Und sie haben gesagt, dass jedes Feuer extrem schnell an Grösse zunehmen. Und dann am Dienstagmorgen um 10:30 ist es tatsächlich zum Ausbruch von diesen ersten Feuer gekommen. Dann hat es Fehler gegeben, nachdem das Feuer unmittelbar ausgebrochen ist. So berichten Anwohner, dass es zu extrem langen Reaktionszeiten seitens der Feuerwehr kam. Die haben nach den ersten Anrufen, wo das Feuer ausgebrochen ist, gegen 45 Minuten gehabt, bis die dort vor Ort waren. Und dann war das schon zu spät gewesen. The reaction time was not 7 minutes. It was actually around 45 minutes. And I happened to be exactly where the fire broke out on Sunset and Pacific Coast Highway. No one showed up while the fire was burning. And now it's coming out that it was roughly 45 minutes before anyone arrived on the scene. And this is the tip of the iceberg when you start to break down how horrendously this has been mismanaged from top to bottom. Andere Berichte, die der Evakuierung getrotzt haben, dass sie während Stunden in ihrem Quartier nicht ein Feuerwehrfahrzeug gesehen haben. Ein weiteres Hindernis ist auch, dass Feuerwehren innerhalb Los Angeles nicht optimal koordiniert sind. The fire chief from the county has to go and literally get on the phone and call other fire departments and, beg them to share their fire trucks and firefighters. Once they get all the agreement, then they all meet somewhere. The fire trucks do. They get on the same radio channel. They develop an attack plan, and then they wind their way up. I mean, anybody that knows Los Angeles or Pacific Palisades knows you wind yourself up these really windy roads. I mean, it's just too late at that point. The fires are raging. Grundsätzlich hat es eigentlich an allem gemangelt. Zu wenig Wasser, zu wenig Hydranten, zum Teil haben sie sogar gefällt, zu wenig Fahrzeuge, zu wenig Feuerwehrleute. Und die Nationalgarde war nicht vor Ort. There is no water. Kein Wasser. Wir haben kein Wasser. Das ist ein Riesenproblem. Insgesamt die Vorbereitung, ein Chaos, das leere Wasserreservoir, ein Chaos. Dass man geplant hat, die Hydranten erst im Jänner wieder zu kontrollieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann ist die Mitte der Feuersaison. Ich habe einfach das Gefühl, dass da oben ragelte, inkompetente Leute dran sind. Und es sind jetzt ein paar Probleme, die da auf die Leute nach der Katastrophe noch warten. Viele Sachverständige sagen, dass der Wiederaufbau wird Los Angeles die nächsten 10 Jahre noch beschäftigen. Und viele waren unterversichert oder gar nicht versichert. Und auch die das Geld haben, die werden extrem Mühe haben, wegen der aktuellen Bauordnungen und Vorschriften, ihre Häuser wieder so zu bauen, wie sie waren. Ich denke da vor allem an die Strandvillen in Malibu. Ich habe das Gefühl, man kann die wirtschaftlichen Folgen für die Region noch gar nicht abschätzen.
Und wer sind jetzt die Hauptfiguren rund um das Drama? Es ist noch spannend, jeder gibt jedem die Schuld. Ich denke, es versucht jetzt einfach jeder, die Katastrophe politisch zu überleben. Jemand wird den Kopf müssen herhaben. Einerseits ist das Karen Bass, Bürgermeisterin von Los Angeles, und sie muss heftige Kritik einstecken von ihren ehemaligen Unterstützern, wie zum Beispiel der Inhaber von LA Times. Wir geben unsere Mitschuld zu. Wir von der LA Times haben Karen Bass unterstützt. Jetzt denke ich, das war ein Fehler und wir geben das auch zu. Ebenfalls im Vaterkreuz steht Christine Crowley. Sie ist die Chefin vom Feuerwehrdepartement in Los Angeles. Habt ihr gewusst, dass das Wasser knapp ist? Nein, haben wir nicht. We weren't aware of that. Drittens kommt Janice Quiñones gar nicht gut weg. Sie ist die Chefin vom Department von Wasser und Energie in Los Angeles. Sie steht in Kritik, weil sie innerhalb der ganzen Behörde in Los Angeles den höchsten Lohn hat von $750.000 im Jahr. Und dann andererseits passiert so eine Katastrophe. 3 a.m. all of the fire hydrants went dry. Sie musste eingestehen, dass ihre 3x 1 Million Tank, die sie der Feuerwehr zur Verfügung gestellt hat, noch in der ersten Nacht leer gelaufen. Darum ist es ja so tragisch, dass sie die Reparatur und das Wiederauffüllen von dem Wasserreservoir Santa Ynez verlauert hat. Mit diesen 117 Millionen Gallonen wäre die Wasserknappheit für die Feuerwehr garantiert nicht passiert. Das sind 442 Millionen Liter Wasser. Und sie hat eben auch noch vergessen, der Feuerwehr zu melden, dass das Wasserreservoir seit Monaten leer ist. Und dann haben wir hier noch unseren Gavin Newsom, und er gibt dann allen dreien die Schuld und sagt, ja, diesen Fehler müssen die Locals unter sich ausmachen. Das sind die Locals die Schuld. Er muss sich starke Kritik gefallen, weil er Wasserdämme hat abgebaut in den letzten Jahren oder immer wieder Gesetze blockiert, die hätten ermöglichen, dass man tote Bäume rausholen kann oder das dürre Unterholz rausputzen in der Natur. Das alles ist jetzt vielfach blockiert in grossen Teilen von Kalifornien wegen Nachhaltigkeitsgesetz. Der gemeinsame Nenner von diesen Personen ist, dass die in der Vergangenheit von der Presse und auch von der Mehrheit der Bevölkerung hier in Kalifornien grosse Zustimmung haben bekommen für ihre progressive Politik. Das heisst, Frauenquoten oder Mindestanteil von Minderheiten haben eine grosse Priorität gehabt. National gesehen sehen wir, dass seit letzten November mit der Präsidentschaftswahl damit auch keine Mehrheit mehr zu holen ist. Und die Zukunft wird jetzt zeigen, ob sich der Trend auch regional weiterführt. Ich persönlich habe das Gefühl, wenn es die neue Regierung schafft, ihre Versprechen über Kriminalität, Einwanderung und Wirtschaft einzuhalten, dann könnte diese Katastrophe hier doch durchaus der Anfang von einem Umbruch sein, auch hier in Los Angeles. Als nächstes interessiert mich dann natürlich die Frage, und ich gehe davon aus, was ist eigentlich die Brandursache gewesen? Von offizieller Seite hört man noch gar nichts, aber es gibt Gerüchte, zum Beispiel Brandstiftung oder veraltete Strommasten. Was man sagen kann, ist, dass die Ermittler so langsam den Ort, wo das angefangen hat, eingrenzen konnten. Sobald sie zu diesen Themen mehr Infos haben, melden wir auf jeden Fall wieder. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Hinter mir seht ihr den mutmaßlichen Tatort. Wir sind hier in der Nähe vom School Rock Trails. Vor Ort sind Sprengstoff- und Brandstiftungsspezialisten, das FBI, LAPD und all die versuchen die Ursache herauszufinden. Ich dachte, ich möchte jetzt noch wissen, ob so etwas auch in der Schweiz passieren könnte. Und dazu ist der Andreas Hilkinger, Filme- und Videomacher, losgezogen, um das für uns herauszufinden. Peter, was sind deine Eindrücke zu diesen Bildern von Los Angeles, wo du das hast gesehen? Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, die Situation natürlich eng begleitet im Fernsehen, in den Medien, aber auch durch diverse Oberflächen, die man zur Verfügung hat, für das zu schauen, wie sich die Brände entwickeln. Ist für mich sehr eine tragische Geschichte. Also, vor allem wieder x Leute ums Leben gekommen sind, ganz viele Leute ihr Hab und Gut verloren haben. Und vor allem die Dimension von diesen Bränden und vor allem die Geschwindigkeit von diesen Bränden. Ich denke, in der Schweiz ist so etwas im Moment sicher nicht möglich. Rein von der Vegetation her ist es nicht so heikel. Wir haben vor allem nicht so extrem lange Trockenperioden, wie es in Kalifornien jeweils jedes Jahr eigentlich fast ist.
Und zudem eben, wir haben natürlich auch Stelsgebiet, das bewaldet ist. Und dort kann es Grossbrände geben, aber nicht in dieser Art wie Kalifornien. Wir haben dort schon eine andere Situation. Ja, bei uns im Mittelland ist es natürlich so, wir haben vielfach Mischwälder, wie wir jetzt hier haben, in der Nähe von Thun. Es hat Laubbäume, es hat Tannix drin. Und wenn es ein Feuer gibt, dann gibt es meistens nur ein Bodenfeuer. Das Bodenfeuer geht am Boden entlang, tut vielleicht mal ein bisschen Totholz anzünden, aber es geht ganz selten die Kronen rauf, weil einfach nichts da ist, das brennen kann. Im Tessin ist es auch markant, dass man zum Teil sogar im Winter Waldbrände hat, aufgrund der vielen Blätter, vor allem Kastanien, die dort am Boden liegen und klingeldürr sind. Und wenn man eben keinen Schneefall hat und wenig Niederschlag, ist es eine erhebliche Brandgefahr. Es ist natürlich absolut möglich, dass vielleicht mal ein Waldbrand ausbricht im Alpengebiet in der Schweiz. Oder? Starker Föhnsturm, und zwar ein sehr starker Föhnsturm. Das ist natürlich das Problem, dass man dort extrem Mühe hat, so ein Feuer einzudämmen, in den Griff zu bekommen. Das Problem ist, bei starkem Wind, also bei 100 Stundenkilometer, geht wahrscheinlich kein Heli mehr in die Luft, der Löscharbeiten macht. Und vom Boden aus hat man schlichtweg keine Chance bei diesen meteorologischen Verhältnissen. Im Zusammenhang von Gefährdung von Siedlungsgebieten in der Schweiz ist es so, dass zum Beispiel in Bitsch, das ist der grosse Waldbrand im Wallis, dort waren einzelne Wälder gefährdet gewesen, die musste man evakuieren, aber die Feuerwehr hat das dementsprechend halten, respektive das Wetter hat mitgeholfen und die Heli natürlich dementsprechend etwas gemacht. Und im Gegensatz zu Kalifornien ist halt in der Schweiz so, dass dort in der Schweiz so ganz anders gebaut wird und dementsprechend die Gefahr deutlich kleiner ist. Das ganze Interview mit noch mehr Infos über die Schweiz im nächsten Video. Dann würde ich sagen, das war es für einen Moment. Merci fürs Hineinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gruß in die Schweiz. Tschüss.